Dankzij vanuit het Buchhorchen dat biblische economische systeem, geschreven van Viktor en Doris Martens, TheÄwasat en Rutjejäft von Lebenswasser. Dat biblische ökonomische System. Erfahrungen uit dat werkliche Leben met Gott zijn ökonomisches en financiële systeem. Geschreven van Viktor en Doris Martens, TheÄwasat en Jeläst van Arnold Rempel. Dat biblische ökonomische System. Van die deel aan, als God Abraham een schop en de steed van zijn zoon Isaac geeft, heeft Jehovah Jireh de bedienung. God is mijn verzorger. Aber wo verzorgt Gott ons en ons alldagelijks leven? Wo verzorgt hij de armen, wat zich bemühen dat alles uitreichen zal? Wo verzorgt hij de rijken, wat meest niet weten wo God wil, dat ze een rijkdom aanwenden zullen? Wo verzorgt hij de middelklasse mensen, wat zich door met beschaffen, ihre Finanzen zwischen armoede en rijkdom recht aan te wenden? In dit boek maken Viktor en Doris Martens ihre harten op, om de Geschichten uit ihre levens met te delen, wo sie Gott als ihren Verzorger erfahren haben. Dit is nicht eine Geschichte von hastig von Kadren naar Reichtum kommen. Dit is alle eine Geschichte von ihre Zweifels, ihre Ängste, Verfehlungen en ihre Glaubensschritt. Dit is eine Geschichte, wat oprechtig en uitvaderend metgedeeld wordt, wat einen Gott openbaart, wat op besondere Weg verzorgt. De Heer wil, dat we vrij van schuld, financiële afhängigheid en de vlucht van de armoede zijn. Hij wil, dat we vrij zijn om anderen te zegenen, indem we zijn roep op ons leven nagaan. En dit is wat hij dat deed. Im Gegensatz zu der Welt ihr finanzielle System, Gott liebt nicht, hij geeft. En Gott sind wir frei. Viktor en Doris Martens stammen uit Russland en Paraguay. Sie wohnen mit ihrer Familie op de Rosenhof Ranch in Franconia, Deutschland en leiden een internationales Handelsgeschäft, dat WM Trading GmbH. Dat biblische ökonomische System. Erfahrungen uit dat werkliche Leben mit Gott zijn ökonomisches en financiële System. Viktor en Doris Martens. Inhalt. Einführung. De eerste deel, wo ik Gott seine Barmherzigkeit erfuhr. Gott sein erstes Lehrprogramm, freiwilliger Dienst. Gott sein zweites Lehrprogramm, von deiner zu der Bank zu Geschäftsleiter. Gott sein drittes Lehrprogramm, frei, dat Gott ons brücken kann. Gott sein viertes Lehrprogramm, der Rosenhof. De tweede deel, dat Vorgewerk von der Erlösung durch Jesus Christus, Gerechtigkeit, Heilung en Verzorg. Armoed en Reichtum. Gott sein Zweck. De derde deel, Gebäude oder gegeven Zehnungen. Gott sein ökonomisches System im Vergleich mit der Welt. Glaubst du wirklich, dass es so ist? Geld liehen, ein Sehen oder ein Fluch. Gott seine Möglichkeit. Die Idee von ab lang Pachten. Sklaverie en no moderne Tiden. Op alle Kosten wassen. Stell dir dat bloß vor. Wahre durchdenken. Bloß ein Beet halb. Richtung stellen. Gott seine Ideen sind ein Sehen vor allem. Wat van Gott mir noch schafft. Alles Barmherzigkeit, aber nicht ein Stück von einer Torte. Onmöglich. Wat dat hort wel. Vierder deel. Dat Fundament van dat biblische finanziële systeem. Barmherzigkeit, dat Entlotungsjahr. Doe dat anders. Nu woord van Viktor. Nu woord van Doris. Einführung. Unsere Einstellung über materielle Güter sei uns viel über uns Verhältnis mit Gott, in unserem Glauben, in uns Vertrauen auf ihn als uns himmlischer Vater. In dit Buch wollen wir die Frage durchforschen von, als dat ein ökonomisches oder finanzielles System gibt, was Gott verschlägt, und wann das so ist, dann seien auf dort für die vandaagse durchschnittliche Person, den Geschäftsleiter oder wie andere professionelle Dienste anbietet, kort gesagt, für Menschen von allen Lebensaufteilungen anwendbar ist. Indem wir das wichtige Thema bearbeiten, laden wir die an, dass die von alles, was du hier vom Geschäftsleben, ökonomisches Verhalten und die Finanzmöglichkeiten gelehrt hast, und sie stellst.
Wir machen die Mut op te zijn für neue Ideen und Vorschläge, wat die im ersten Fall worden fremd schienen zu sein. Und, wenn irgendwas in diesem Studium beleidigend zu sein scheint, dann hol dat bisschen immer im Denk, dat Gott immer uns bastet im Sein haft, und wie, die Schreiber haben auch dort im Sein. Wir wollen unsere eigenen Erfahrungen mitteilen, unsere Freuden und unsere Ängste, unsere Gewünste und unsere Verfehlungen. Indem wir unser Leben so einzelheitlich bekicken, es uns dort darum zu daunen, zu beweisen, wo Gott Menschen mit wenig oder keine Erkenntnis von seinen Wegen von Finanzen nehmen und sich leiten kann. Indem wir auf unsere Reise rot nahmen, ward wir an, dort für uns am besten wir, wenn wir uns nicht stieperten, in dort Taustunden, dort uns fair war von Leben und unsere Entscheidungen nicht immer Gott sein Bastet für uns wahrer spiegelten. Die Bibel enthält Rüm 2500 Vers, wat mit materielle Jeder zu daunen haben. Dort sind viel. In unserer Kindheit haben Doris und ich all von Gott seine Erlösung durch Christus gelehrt. Aber uns Unrecht an finanzielle Sachen, in materielle Jeder, kämen durch weltliche Universitäten und Schulen, wat auf weltliche Werte, weise Einstellungen in ungöttliche geistliche Wirklichkeiten gegründet werden. Mit dieser Einführung müssen wir uns mit etlichen Fragen beschäftigen. Ist das Thema von ökonomischen Sachen wie Gott was wichtig? Ist ökonomische Kenntnis wichtig für uns Verhältnis mit Gott und für uns ökonomisches Wiederkommen? Kann das sein, dass uns weltliche Denken und Verholen einmal besieht Gott seinem guten Plan oder sogar durch jeden geht? Uns Gott ist ein persönlicher Gott. Er ist uns Vater und wir sind seine Kinder. Gott läuft uns und will ein wirkliches, persönliches Verhältnis mit uns haben. Das ist sein Plan für jeder Einzelne von uns. Er will uns segnen und Gutes tun für uns. Gott hat uns als Schreiber befohlen, dass wir andere dienen sollen, indem wir mitteilten, was er in unser Leben getan hat. Wenn wir unsere Geschichte vertalen, poch wir nicht, über dort wir gute Christen sind. Wirklich wird es eine 10-jährige Reise mit vielen Kämpfen und wir wollen nicht den Eindruck geben, dass wir uns Ziel alle erreicht haben. Wir sind immer noch in der Weges. Du hast noch viel zu lernen. Die Erfahrungen, was wir bald nu gehabt haben, sind bloß ein Part von dat Puzzle. Aber wir hoffen, dass unsere Erfahrungen mit Gott andere ermutigen worden, all ihr Vertrauen auf Gott zu setzen und mit einer höheren Verpflichtung mit Gott zu leben als jemals vorher. Wir wollen die ermutigen, die Bibel zu nehmen und die angegebenen Schriftstellen zu lesen und die Vers abzukicken, wobei du die fragst, was für ein Part von Gott sein Hort sei ich hier? Wo meint er dort? Was denkt Gott, dass ich tun soll? Kick nur den allgemeinen Band an unsere ganze Lehre. Gott läuft dir und es geht zu dir und er wird dir seine Plans wiesen. Wenn du abhörst mit die Selbstveramte Reich vor dir, wirst du entdecken, was Gott sein Sein am Hort für dich und dein Gott seinen ist. Ich hab dat Gott ever gedacht, sagt der Herr, und was ich für ihn geplant hab, ist Friede und Erfolg und nicht Schaden. Ich will ihnen eine Zukunft und Hoffnung geben. Jeremia 29, Vers 11. Uns Gebet ist, dass dein Glauben an Gott wachsen wird und ein vertrauender Glauben wird. Uns Glauben ist modern wirklich nutzbar, wenn wir an einem lebenden und persönlichen Gott, unseren himmlischen Vater glauben und wenn wir am, was deib um uns besorgt ist, vertrauen. Wir wollen, dass dit Buch eine Denkweise ändernis man Christen anfängt, dort wir ein bleibender Segen für unsere Gesellschaft worden. Wir hoffen, dass dit mal bloß der Anfang ist und dass Gott die mehr Weisheit und Erkenntnis über sein ökonomisches System geben wird.